Morgen an willkommen zu einer weiteren Live-Emission hier Doc, an der natürlich über Artemis 1 Mission. Irme lass führen mit den Explikationen und Kommentaren hier ein kleines Vierwort vom Leo Folschert. Ein Gräs auf dem Mond ist immer faszinant. Wir sind aber mittlerweile schon 50 Jahre, dass wir für die Last auf den Mond geflogen sind. An der Bildteil hat man anders gesehen, dass sie schon 54 Jahre, wo das gemacht ist. Und dass das nicht von einem Roboter gemacht ist, sondern das von Menschen gemacht ist, dass das von der Crew von Apollo 8 gemacht ist. Noch ein bisschen an die Geschichte. Der Mensch hat an der Antike früher Pyramiden gebaut. Träumer, die haben Aquädukte gebaut. Und wir sind auf den Mond geflogen. Aber wir haben nicht verleiert. Das heißt, wir müssen nicht neu lehren. Wir können natürlich nicht mehr mit den Techniken von 54 Jahren auf den Mond fliegen. Wir haben bessere Techniken, wir müssen die Techniken lernen anzusetzen, für diese Mission zu machen. Artemis 1 soll dann nur für die erste Kehr mal ein Kehr unbemannt, das heißt ohne Leute an Bord hunderte Mond fliegen. Und dann, wenn das gelingt, sollen wir am Jahr 2024 Remenke Leute mal 100 den Mond checken, so wie damals Apollo 8 1968. Also hoffen wir nun mal, dass der Start von Artemis 1 gelingt. Merci Leo für das Vierwort. Und wir kommen direkt hier an unsere Hauptemission, und zwar über Artemis 1 mit unserem hier stehen, Maßstab 1 zu 144, ein Erdglobus, und dann habe ich auch den Mond mitgebracht. Es scheint ja gut zu klappen, heute Morgen, das ist mir schon ganz nur über die Bilder von der NASA, dass es klappt. Dann hoffen wir heute auch, dass es wirklich klappt und dass das Rakete, die richtig, also die auf Cape Canaveral steht, auf der Startrampe 39b 4 Minuten ob 7 abhirft. Und dann geht es an Richtung Mond. Was ist über Artemis an Veas Mission? Das weisen wir an unser 1. März. NASA hat sich präpariert für zurück auf den Mond. Auch für späte Momente Missionen dahin zu fliegen. Nicht nur dahin, aber ein paar Jahre später auch auf den Mars. Zusammen gehen Tonnen zusammengebaut für den SLS, war so viel heißt wie Space Launch System. Hier sehen wir gerade einen Test von den Feststoffboostern. So wie ein programmiert, animiert Sequenz. Der Mond soll für die Menschen ihrem Mino kommen. Dafür ist diese Flucht immens wichtig, für die Systeme alle am Flug zu testen. Nach den Testen gehen die 5 Elemente von der Feststoffraketen. Wir erinnern uns daran, beim Space Shuttle waren es nicht mehr 4 so Elemente, los sind es ja 5,
auf den Zug geladen und 10 Tage durch die USA gefahren. Und das bis sie Kennedy Space Center zu Florida ankommen. Hier gise dann am WEB, dem Vehicle Assembly Building, zusammengesetzt. Innen drinnen Mobilstartplattform. An Zwischenzeit kommen weitere Elemente man Flieger an. Wenn die Rakete fertig ist, wiegt sie 2500 Tonnen. 8,8 Millionen Pfund Schubkraft hat das Rakete, was sie aufhilft. Sie ist mehr schnell wie der Space Shuttle und Saturn V Rakete. Kommen wir aber zurück an den WEB. Hier sehen wir, mit welcher Präzision die Einzelelementen von den Feststoffraketen, auch Booster genannt, zusammengesetzt sind. Alles wird vielmal überprüft, ehe die Elemente zusammengesetzt sind. Sobald Feststoffbooster zusammengesetzt sind, werden sie schon an der Montagehalle auf das nächste große Element, die sogenannten Core Stage. Das ist die erste Stufe und das ist die größte Stufe, die bis laut NASA gebaut wird. Das kommt über das Wasser an. Angekommen wird sie dann am Kran vorsichtig abgehoben und Zwischenboostern montiert. Gut zu erkennen die 4 RS-25 Motoren, die aus der Shuttle-Ära stammen. Der Shuttle hatte just 3. Das Hauptstück, also die erste Stufe der Rakete, wurde am Mississippi gebaut und immer getestet. Hier sehen wir so einen Test. Die Brenndauer von diesem Test hat insgesamt 8 Minuten gedauert. So sieht es aus, wenn die Hauptstufe zwischen den Boostern positioniert wird. Ich muss sagen, dass noch nie so eine starke Rakete von der NASA am Einsatz war. Sogar Saturn V war nicht so stark. Es will in den Mond mehr sicher und mehr umweltfreundlich erreichen, wie damals an der Apollo-Zeit. Lo fehlt aber auch noch den ewigen Teil von der Rakete. Ein anderem Dorion-Raumschiff mit ihrem Service-Modul an der zweiten kleinen Raketenstufe, die ICPS genannt wird. Die bringt Raumschiff Hanno an ihr Mondboot. Dazwischen können aber auch mal ein Adapter ran. Ehre aber so weit ist, gehen Teste gemacht am Vehicle Assembly Building, so dass alle Elemente mit funktioniert, nur auf der Startrampe. So Teste sind auch schon an der Apollo-Ära gemacht worden. Seit der Konstruktion vom WEB gab es schon eine Reihe Modifikationen an dieser Halle, und das für die verschiedenen Raketentypen. Egal ob sie gedurcht wurden, für am Erd-nahen Orbit zu fliegen oder am tiefsten Weltraum.
Dorian-Raumschiff geht aber nicht allein das Keier Prof gestartet. Zwischen der zweiten Raketenstufe und dem Service-Modul fliegen auch noch 10 Cube-Satelliten mit. Das geht NW herausgelost. Das sind die kleinen Satelliten, die als Shoebox-Satelliten bezeichnet gehen, weil sie nicht mehr groß sind wie eine Schwungbox. Sie müssen verschiedene Sachen, Magnetfeld von der Erde, der Mond wird zum Teil neu kartografiert und auch sogar Asteroiden gehen in der Sicht. An Bord von der Artemis 1 sind auch Puppen. Einmal am Namen Moniken Campos und der zweite, das sind Helga und Zoa. Die zwei letztgenannten sind von der ESA. Das Puppen bestehen hauptsächlich aus Sensoren, die Kraft sollen messen für die später bemannte Flüge. Die Strahlenbelastung zum Mond soll auch frisch ausgemessen gehen. Lo ist die Rakete bald fertig zusammengestellt. Das Servicemodul mam Raumschiff an dem Rettungsturm gehen auf die Rakete gesetzt. Der Rettungsturm ist immens wichtig für die später bemannte Flüge. Lo bewegt sich der Crawler mit der mobilen Startplattform und mit der 91 Hege SLS in Richtung Startramp 39B. Übrigens stammt der Crawler auch schon aus der Apollo an der Space Shuttle Zeit. Den Unterschied an diesen Missionen ist, dass auch international kooperiert wird. So wie DESA, der Europäische Weltraumagenz, wo Lützeburg auch Member ist, und JAXA, die japanische Weltraumagenz. Lo werden wir just nach das alles klappt. Lo gucken wir mal, was geschieht während der Mission und wie das Raumschiff dann hernorem sicher auf die Erde zurückkommt. Gucken wir kurz auf die Mission, wann alles klappt. Nur 8 Minuten Orbit ankommen, ging dann an 157 Kilometer Höchst den Hauptmotor aufgeschaltet. An Kehrtrennung wird viel geholt. Nach 16 Minuten gehen Sonnenkollektoren rausgefahren, die ihn immer herum kann zur Sonne drehen. Das Dingen für Energie zu tanken. Die Entfernung von der Erde sind schon 484 Kilometer. Nach 54 Minuten geht den Perigeum-Erholungsmanöver 4 geholt. 1 Stunde an 54 Minuten nach dem Start auf Cape Canaveral geht der sogenannten Trans-Lunar Injection 4 geholt. Das ist den Abschuss an den Mondboden. Eine Stunde 53 ICPS-Trennung, das heißt ICPS Interim Cryogenic Propulse Stage, also die zweite Stufe von der Rakete. Lo ist das Servicemodul an Dorian Raumschiff schon 3849 Kilometer von der Erde weg. Circa 4 Tage danach geht dann die Outbound Coasting Phase angelegt bei 394.501 Kilometer, circa 7 Stunden an 18 Minuten drauf, die Lunar Gravity Assist. Lo geht das Raumschiff an einem Mondboden 100 Kilometer den Mond geschickt. Durno geht den Mond umkreist, an paar Tage drauf geht Retrograd im Laufbahn erreicht von ca. 60 km über dem Mond.
Do wird Traumschiff dann auch ein paar Tage den Mond im Kreisen für Messungen an Analysen zu machen. Nach der Mission geht Traumschiff dann noch auf Themenreise geschickt an Richtung Erde. Zum Schluss wird das Besatzungsmodul, also Orion-Raumschiff, vom Servicemodul getrennt und das wird dann kontrolliert an der Erdatmosphäre vergleichen gelassen. Lo tritt das Orion-Raumschiff mit einer Geschwindigkeit von ca. 40.000 km/h auf die Erdatmosphäre. Dafür muss Tützeschall das Kehr besonders durchhalten. Wann das geschieht, den Fallschirme ab, an Orion Land am Pazifik, wo schon ein Bergungsschiff steht, für Traumschiff abzuladen. Da werden Leute sich fragen, ja, es wären doch schon ein paar Start für sich. Ja, es wären doch schon ein paar Start für sich, für das Mission überhaupt und laufen zu kriegen. Den 29. August zum Beispiel des Jahres haben wir alle gut darauf gewartet, dass der Artemis soll starten. Du hat das nicht geklappt, und für was die anderen Startversuche auch nicht geklappt haben, haben einen kleinen Film. Wieso kann den Bisolo nicht starten? Den 29. August des Jahres waren wir alle gespannt auf den Start. Bis kurz vor dem Start Meldung kam, dass sich beim Tanken ein Leck entwickelt hat, der es nicht möglich gemacht hat, für die Rakete zu starten. Beim zweiten Startversuch, den 3. September, als das erste bekannt ging, dass sie nicht starten kann. Rund 2 Stunden vor dem Depart von der Rakete, wo sie just 11% mit flüssigem Wasserstoff gefüllt. Es hat ihnen ein Problem gesehen beim Quick Disconnect, da das den inneren Teil von der Rakete, und da hat ihnen gesehen, dass ein Leck drauf war, dass flüssiger Wasserstoff ausgetreten ist und das beim Betanken. Das ist die Stelle, hier an der Grafik genau durchgestaltet vom Tail Service Mast Umbicker, den TSMU. Von dort kommt das Leitung hier. Das wird recht kurz vor dem Start gelöst, weil immer an immerem flüssigen Wasserstoff muss nachgefüllt gehen. An Temperaturen unterschiedlich an der Rakete sowohl außer der Rakete sind. Beim dritten Startversuch dann Ende September waren direkt klar, dass sie nicht starten, weil sich ein Tropensturm über Florida hinbewegt hat. Also hat die müssen SLS zurück an den WB feiern, wo noch die Batterien vom Flight Termination System müssen frisch abladen. Thank you so much, Megan. Yes, I'm honored now to be joined by Pam Milroy, NASA Deputy Administrator. This is just a fantastic night. And we just saw that powerful video with you among so many of the great women here at NASA. What is so important about us now being ready to send, the first woman, first person of color to the moon? Mit der NASA verbunden lief alle Guten. Wir haben natürlich heute freien Morgen, so 6:44 Uhr ungefähr, was man mal gehabt. Brüllt du gesehen, ja 6:44 Uhr schon mal. Und dann haben wir natürlich. So, haben wir natürlich eine Live-Schaltung auf NASA, die gesehen am Hintergrund.
an Artemis ähnlich kann ich beruhigen 4 Auer de Muren wat eng kleng Sägin an zwar engem Leck huet in Derlorem geflickt, so dats hin zo versichtlich ass fir ze starten 7 Auer an 4 Minuten. Mir hoffe noch, dass es klappt. Schon der Geologist an den Beitrag gewiesen, wie werdet an den letzten für sich nicht geklappt wird. Darauf sie hin, hat NASA große Erfolge gemacht. Natürlich, die Wand wird 2-mal mitgespielt, letzten Mängden der Tumbel nicht am Beitrag gesehen. Du war auch de Wand Nicole hat diese genannt als kom ja, du war natürlich auch out für den Start mir Haut werdet starten. Wie geht engem dares Start Nordstart, da das ganz einfach die Konstellation Erd-Mond, die muss genau stimmen, weil in well bei dares Licht landen an dafür hue den ein Startfenster. Ein Startfenster als dofir dat in die genau Bunnen errecht hier anderem de Mond ze fleien an dann giet dann Telejochtors fir eng dares Landung hernorem hinzekriegen. Du wollt den Lo net unbedingt lo nuets landen. Wat natürlich ziemlich spektakulär ass bei engem Start, da das wann en Start van net nu da gesäit in den Feierschweif von der Rakete viel weit. Tausenden von Leuten auf Cape Canaveral auf Florida wird ja gut. Ich habe auch noch den Kollegen geschrieben, den hat mir gesagt, für immens warm. Wir aber schmeißen, weil das in dieser Zeit natürlich zu Florida ist. Gesinn man nach puer Sachen aus der Halle Apollo-Zeit weis NASA zur Zeit an hoffen, dass man natürlich auch mal enke können erklären am Shuttlezeit noch wie dat ganz funktioniert. Schon eng Grafik mat just de Brill op fir die Grafik an Bild zu holen. Was man just gucken schon. Voilà, du hummer die Grafik heiers Mission ganz gut erklärt. Et geht lass man Start vun der Erde, dann kommen an den sogenannten TLI no ungefähr enger Stunde 45 Minuten an da geht dann Richtung Mond. Wat will ich lo machen? Et will in der Mondnummer vertecht en Krisen unbemannt fir Hardware im Fachjargon zu testen, ehe ihn dann an 2 Jahren dieselbe Mission neige wiederhält mit Diski aber mat Leiit, also mat Astronauten. An de Mission, also an 2 Jahren, die könnt dann gleich mat Apollo 8. Ha immer e ganze Koop interessant Sachen op diese Grafik. Hun och noch erklärt, wo die Cube-Satelliten ausgesät gin, die noch an enger sogenannten Mondbun ausgesät, 4 Magnetfeld ze mossen vun der Erde, dann natürlich auch den Mond soll nei kartografiiert gin, Sachen die sich ganz kurz an unseren Beitrag gesot. Dann kommen wir zurück. Live high. Und dann haben wir enge Flugsache, das heißt Kamera 2, kann ich euch orientieren weisen. Und zwar, hier war nämlich de Problem okay opgetaucht mat den Lecken. Du hast eng Kampfrichtung im Orland Film gesinn man ganz mit detailliert. Du hummer de Leck gehät mat dem flüsseschen Wasserstoff dofir kommt net gestacht mit Haut as alles an der Reihe, also der NASA seht wir alles okay.
21 pounds. This is, of course, a smaller section of that. But we're looking forward to the Artemis program and being able to go back to the moon so that we can continue to gather these kinds of samples. Voilà. Da bin ich komme schon in Sendung muss live fuhren. So, hallo, sind wir natürlich an der heiße Phase, die von die Dates wie Hullo 6:50 an, es ist natürlich immer noch ein gut 4 Stunden eher gestartet. Da können wir auch mal vielleicht so wenig als überhaupt die Landung von dem Raumschiff. Das Traumschiff muss als der Rettungsturm, die kann in für den Traumschiff selber. Das kann zurück auf der und da ist den 11. Dezember 4 gesehen. Dann wurde die alles gemacht, dann wurde die Mission glücklicherweise überstanden. Auch interessant wäre es für ein paar Stunden zu sehen, ob NASA TV selber, die haben dann auch die Sachen angespielt, die wir schon am kurzen Film gewesen haben. Wir wollen aber darauf hinweisen, dass Dateien, nein, wie gesagt, ein Testversuch ist. Ein Testversuch von der ganzen Rakete. Das sind All-Up, wie wir das nennen, am Fachjargon bei Ihnen. Weil es geht nämlich getestet, ob die Booster dann noch zurückfallen, ob die richtige Position. Es geht getestet, ob das Service-Modul richtig funktioniert. Es geht getestet, ob Dorion Raumschiff alle seine Enregistramente möchte. Und natürlich auch den Rettungsturm wird auch noch getestet. Das sind immens wichtige Sachen für nur die bemannten Missionen. Die bemannten Missionen, die an 2 Jahren werden, sind mit Astronauten an Bord. Da geht es auch ein Jahr den Mond, also den Mondheim. An Jahr Druck, also an 3 Jahren rechnen wir dann, dass wir dann können Mond landen. 1972 war ja die letzte Leute Mond mit 3 bekannten Astronauten. Darüber gibt es eine Spezialsendung natürlich auch auf Doc ab dem 7. Dezember. Das sind nicht genau 50 Jahre hier, dass das Mission geflogen ist. Gehen wir mal ein bisschen rüber auf NASA TV. That was amazing. So, was sehen wir da? Ach, du siehst mal Brick 4 rüber an den Kennedy Space Center. Da stehen lauter Schiffe um Bord. Und da ist das Space Center von Houston. Eine ganze Gruppe Leute, die da sind. Nicht zu vergessen, die Leute, die außerhalb nachgucken, und die Leute, die auf der Television nachgucken. Das nämlich nur der Moment auf Florida kurz 4 und 1 Uhr Lokalzeit. Also, dann ist es natürlich bewundernswert, dass so viele Leute auf der Straße sind, für den Start zu gucken. Wie ich gesagt habe, ein Nordstart ist natürlich mehr spektakulär, weil in der Feierschleife ganz lang gesagt. And there's the Space and Rocket Center, where we have a ton of people waiting. Hi aus zu Alabama am US Space and Rocket Center. Das war eine Maquette von der Saturn 5, wie wir gesehen, die oben am Bild hängt. Am Ried haben wir auch ein Artemis. Hast du Kerosin dran? Natürlich nicht, das ist kein Kerosin
what the dran Artemis program is an doing. der They Raket contributed a lot to the mission, so it's nice to see sind everyone there. And then here at Airbus in 360.000 Bremen, Liter Germany, so Airbus is the main flüssigen contractor Sauerstoff for the European Space an Agency, and flüssigen together, the company Wasserstoff. and ESA, they Dat provided the ass am European von Service Geholl, Module, which is dat wat an an dem important part of the Rode Orion Koch spacecraft. Stage So we ass have an quite a bit der of people there. A Rode more reasonable time Stufe over der there in Rakete. Germany. It is 7 a.m. So I'm going to So, say dat gesinn wir Guten auch Morgen Hai, to da them. das Hai Did I say it right? an der Guten große Morgen to Stufe, them over there, da sind in die Bremen, Germany, Komponenten again, the dran. Airbus company. All right, so let's get another check on the launch team with our Daryl Nail, who's inside there and has an update for us. Ja, look an that's Update. right, Lass mal Megan. mal So ganz we kurz, are, clearly in a was delay was now. es geht. NASA test director, who's basically flying the ship for the launch countdown tonight, has said that we are extending the hold that we were currently in at T-minus 10 minutes and counting. And so that puts us off the 1:04 a.m. Eastern Time launch. We're now slipping indefinitely into the hold. And NASA test director Carlos Monge saying that we are currently estimating how much work needs to be done before resuming the polling that's supposed to take place. Du wirst mir schon, dass 15 man minutes 7 Uhr before feiern launch. nicht starten. It then goes to terminal count at T-minus 10 minutes. Now we've got an update on the tanking of the upper stage liquid hydrogen tank. Currently 95% filled. We're in topping on that tank. It is the last of 4 tanks in the Space Launch System that needed to be completely fueled up before we launch. Of course, cryogenic tanking, a complex operation that has seen some delays tonight. We had a roughly hour delay after a replenish valve on the core stage liquid hydrogen side required hands-on work by a Red Crew team that went out to the launch pad and tightened down some bolts on the valve and got it fixed. Ich schenke nochmal uns zu übersetzen, das geht da vielleicht wenig zu viel. Das, also, kann nicht sein, aus auf jeden Fall fest, dass in 7 Uhr Feier, wie geplant ist, nicht kann gestartet gehen. Paket all mit flüssigem Wasserstoff aus bis zu 95% gefüllt. Gelungen für eine Stunde waren es schon 97%, dann aus dem irgendetwas Ballon nicht direkt klappt. Auf jeden Fall werden auf bis die 5% gelöst sind, weil es muss bei 100% starten. Muss bei 100% starten, sonst klappt es nicht. Und da das eben wohl noch geschafft wird, wird schon nicht ein Leck sein, wie 4 Uhr heute Morgen ganz kurz, mit da das direkt eine halbe Stunde rückwärts schon eine Manderei, war alles okay. Da ist natürlich den flüssigen Wasserstoff, den nehmen zu 95% gefüllt aus am Platz zu right away. 100%. Megan, back to you. Daryl, thank you so much. As NASA prepares to explore the moon, here's a look at the spacesuits and tools that will help us to do that. Watching Apollo footage of astronauts doing geology on the surface of the moon is a really great way to think about preparing for Artemis, for putting people on the lunar surface once again. We learn a lot in how they did science operations on the moon and what it's like to work on the moon. You see them können doing wir geology, vielleicht auch you an see der them Zeit taking wenig rock samples, weiterführen mit putting in a drive Grafiken, tube for the core sample. weil You see sich them im Moment bouncing along the surface of the nicht moon on the lunar geht. rover Im Moment that kriegen wir they eine used in Historik Apollo 14 gewesen and 17. So it's a von great den way to bemannten help Mondlandungen, drive technology development for the aber wie next dann generation of Zukunft spacesuits soll and geology ausgesehen. Das sampling Problem tools. ist natürlich, den Artemis so einfach abzukriegen. Ja, voilà. So, da gucken wir mal nach, was wir von Grafiken haben, die ich Kind weisen. An Zwischenzeit hoffen wir, dass natürlich auch mal sich etwas geht. So, wenn wir den Dossier haben mit der Grafik. Na, so, erst schauen. Of training in geology before they flew to the moon. It's often said that the Apollo astronauts had the equivalent of a master's degree in geology by the time they flew to the moon.
In the intervening decades since Apollo, we've been training astronauts who fly to the International Space Station because when they're on the ISS, they spend time observing the Earth. So, haben wir dann Sequenzen erklärt beim Start. Und da habe ich auch Sachen für euch, die ich schon präpariert habe. Und zwar die Booster, die gehen ungefähr aufgeheizt an einer Höchst von rund 45 Kilometer. Und das soll 2 Minuten nach dem Start sein. 3 Minuten 40 nach dem Start, dann wird ein Service-Modul-Panels an Landerbord das Rettungsrakete aufgeheizt. 8 Minuten nach dem Start, den Hauptmotor wird aufgeschaltet, das ist der sogenannte MECO, 157 Kilometer hoch. Und da kommen Solarmodulen an einer Höchst von 484 Kilometer in die ausgeführt. Ja. Dann kommt dann ein Perigeum-Erholungsmanöver an einer Höchst von 1791 Kilometer. Die brauchen wir nicht so, aber da kommt Translunar Injection an. Da tun wir erst schon alles erklärt. Kommen wir noch ein bisschen auf die Cube-Satelliten zu schwätzen. Da haben wir auch eine Grafik, die wir 4 gesehen haben. Die könnten wir auch weisen. Muss man gucken, die können doch auch gleich. Das dauert immer wenig, ehe die draufgeladen ist. Okay, das heißt, zu Lützeburg, die Berge sind schon wenig mehr hell. So, und hier haben wir dann auch die Grafik da. Mit den Cube-Satelliten, da sehen wir, wie viele Satelliten dran sind und für was sie auch gut sind. Das sind ganz komische Namen, Omo Tanashi und dann der Lunar Ice Cube, das ist auch für Dice zu müssen. Mond wurde ja ein Platz, wo ich meine, das für Eis gewesen um die Zeit. Das will ja noch dahin landen gehen. Das mir auf am Süden vom Mond können dann den Landeplätzen, wo 54 Jahre der Apollo gelandet ist. Und dann hört den Argomon, den Biocentel, den Neoscout, den Lunar H Map. Das nämlich für den Mond zu kartografieren. Luni-IR, Infrarotbilder vom Mond zu machen. T-Miles an den CSP. Das sind Satelliten, die sind nicht mehr groß wie eine Schongbox oder Schongkarton, also wo Schong da sind. Dafür heißen sie auch Shoebox-Satellite. Ja, das ist auch interessant. Die Grafiken da mal zu weisen, die hat ihr Läschke nicht gewiesen. Und dann kommen wir natürlich auch auf die Sachen, die an der Kapsel sind. Und da sind Makaten. Lass mal gucken, was die Makaten rübergezogen. Ja, das geht auch. Die Grafik. Der NASA-Television wird auch nicht mehr diskutiert im Moment. Am Anfang geholt fällt die Zeit auch ab, so wie wir im Moment machen. Das ist die Grafik. Ah, die ist los. Voilà, hier ist die Makat, und zwar die amerikanische Makat, das sieht aus wie ein Astronautenkostüm, sagen wir mal so ein Spacesuit, nee, etwas aber kein Mensch dran. Das nehmen voller Sensoren gestartet. Dabei misst der Sensor auch Vibration von der Kapsel, wie das beim Start beim Antreten an der Erdatmosphäre. Bei der Erdatmosphäre beim
hatte ich ja auch gesagt, da gibt es den ganz hohen Schritt, dass das kann ja an die 30.000 Kilometer, wo bei den 40.000 Kilometer, wo Agentur an der Atmosphäre und dafür als Töpfschild ähnt mit den Performanzen, was das hier gebaut ist. Also das sind Hüpfschilder, die sind mehr resistent wie die vom Space Shuttle und die von den Apollo-Kapseln. Hypothesizing that maybe it's to help forces and for some reason when we so land lange in ich the die water Grafik we had to get out gelesen. of the capsule for some reason it would be easy to see us. Voilà. Wir machen nach die nächste Grafik, das sind die von den deutschen DLR, die hat auch Makete matt geschickt, wie ich auch am Film schon gewiesen haben. Die wollen wir auch gucken. So, dann müssen wir auch da sein. Voilà. Da leihen sie dann die zwei Maketen. Auch als Astronaut getarnt mit voller Sensoren an Miesapparaten. Da das auch, weil später hin will ja auch ein europäischen Astronaut mitfliegen auf den Mond. Und da sind genug Kandidaten, die an der Reihe stehen, für mich zu fliegen. Das kann man sich sagen. Dann haben wir auch noch etwas anderes gebracht, etwas wenig mehr, weil nicht mit Experimenten direkt zu tun hat, mehr einfach, da könnt ihr leider erinnern, bei Apollo 10, da wurde der Snoopy, auf der ISS war doch schon Maus von der Sendung, von der Maus auf der deutschen Television. Das kann ja also schauen drauf. Voilà, da haben wir auch eine Grafik, wo gerade am Fußball spielt. Das ist auch unbocht. Da haben wir natürlich auch immer so gar kein maskottischer, wie bei Apollo 10, wie gesagt, da war der Snoopy, die war gerade raus, die Fernsehserie damals. Du hatten sie den auch mitgeholfen. Da gucken wir nachher auf den Return. Muss man Grafik nachher lösen. So haben wir die Grafik auch, und zwar, wie es geht. Den Trajet, es gibt verdicht auf den Mond geflogen, es kommt in den Mond 100 Kilometer Minute, und dann zieht er am Dreieck weg auf 60 Kilometer, und da gehen dann die kartografischen Sachen erledigt. Und hoffentlich kriegen wir auch ganz flott Bilder mit zurück auf die Erde geschickt, sodass wir erst die auch natürlich können weisen, Datumen von Emissionen vom Update von der Artemis gehen natürlich auch auf Doc, sobald Sachen viel leihen. So, weit das Grafik, was tun wir noch? Oh. Prime 1 will land near the Shackleton crater to drill into the lunar soil in an area that could contain water ice. Und zwar Prime 1 is made up of two instruments. Die neuen Landeplätze, die sich rausgesicht hat, für den Mond zu landen, das sind die toten Gesichter, die liegen südlich. Da gibt natürlich auch dann Wasser erhofft. Trident drills to its maximum depth in multiple phases, stopping at different increments. Sollte ja früher der Mond einkehr mit der Erde kollidiert sind für Milliarden von Jahren, dann erhoffen sich, dass sie vielleicht ein wenig Eis findet, aber weiß, dass da auch Wasser war. It will evaluate the chemical elements and compounds released from the lunar soil for water and other chemical compounds.
So, da sind wir Hai zu Wachtring am Studio, was gesehen wir Hai. Ja, wir kriegen Explikationen gewiesen von der NASA am Fungehol, wie an Zukunft ausgesät, wenn die Bohrungen Mond möchte. Du als ein Mondwähnchen, das kennen wir alles schon aus der Apollo-Zeit, mit das sind die wenig mehr modernisiert. Und hier kriegen wir dann auch gewissen den Wasserstoff an Dice. And a robust human presence on the moon. Das war den Mond. Also sollen Sachen sind, die in der Mond finden, natürlich so, wie soll ich sagen, kolonieren. Und da guckt man ein bisschen live ran. When we launch for this first day, let's go to NASA's Dan Hewitt. He's inside our Apollo Saturn V Center at the KSC Visitor Complex. Good an update. Hey, thanks, Megan. Everybody, welcome back to the moon board. There's a lot of people here in the complex. I just heard a woo-hoo. People are getting in and out because we have a great view of launch when it's going to happen, and it's going to happen today. But that launch is just the first step in the Artemis 1 mission. So let's look at what's ahead for this historic first flight. We just said launch is step number one. Those 4 RS-25 engines throttle up, followed shortly after by the 2 solid rocket boosters igniting, sending SLS and Orion skyward. Now on our way uphill, futuristisch gemacht, mit einem riesigen Flatscreen, den Touch aus, diese befindet sich am Visitor Center zu Florida. Du erklärt in der Stadt, war das ja schon erklärt, gesehen, da waren wir im Vieren. Wir lassen mal ein bisschen nachleuchten, das ist immer interessant, was man da sieht. I will also note that on the launch abort system, it's got those 3 solid rocket motors. The jettison motor is active. The abort and the attitude ones are not for this flight. We don't have people, so we're not flying a fully active abort system. We also have 3 fairings that are there to protect Orion, the service module and the crew module, as we're flying up through the really dense parts of the Earth's atmosphere. Next up, we'll hit core stage separation. So we've got 4 main engines. We'll hear MECO, main engine cutoff. Those engines will shut down. The core stage will separate, drop away. It's eventually going to splash down in the ocean. And that hands over the propulsion duties to this, our upper stage, the Interim Cryogenic Propulsion Stage, or ICPS. Its first job is to execute what's known as a perigee raise maneuver. So the perigee is the lowest part of your orbit. You have a perigee, that's your low part, and an apogee, that's your highest point. We're going to raise up the perigee, and that's going to actually put us in a nice circular path around the planet. And while we're there, that gives us time to check out Orion. We're flying it in space for the second time, the first time in this fully integrated stack with SLS. We'll be able to look at all of Orion's systems, make sure those solar arrays are capturing the sun's energy and turning it into electrical power for Orion's systems, make sure the communications are working, all of our guidance and navigation and control. That is your time to make sure you have a healthy spacecraft before you do something that is going to send it to the moon. And that's next up on our list. That's the trans-lunar injection. For today's launch profile, that's going to be a firing of about 18 minutes of that single engine on the upper stage. Now that engine optimized for a vacuum, it's producing about 24,000 pounds of thrust. So it's a pretty big engine, and it's doing that because we need enough energy to be able to send our payload, Orion, beyond low Earth orbit and send it on a path to head out to the moon. Now after that burn is complete, ICPS separates. It's going to do what's called a disposal burn. So it's going to send itself on a path from Earth around the moon and slingshot out into what's known as a heliocentric orbit. So it's going to completely leave the Earth-Moon system and go into orbit around our sun. But after it separates... So, lo haben wir dann auch mal an Explikationen von dem Spezialist von der NASA selber. Die hat natürlich eine Möglichkeit, wie mir das auf der Television zu weisen. Das muss ich so, aber das ist schon ganz interessant, was da gesagt wird. Ne? Und will ich natürlich auch Zeit abfüllen. Normalerweise wäre doch schon
10 Minuten an de Luton hat es auch gehofft. De Muren, wie gesagt, was das kann nachkommen. And that's this dotted line that you see around here. Now we call it distant, basically because of the distance we're away from the moon. We're about 40,000 miles, a little bit less, off the lunar surface. And then we call it retrograde because the moon orbiting planet Earth in this direction, going in a counterclockwise fashion. Man auch erklärt dann auch dann aber wenig dann hast das auch mal gemacht. Now to do that, we're going to get in close, we're going to dip in. Mir Hai, nämlich Florida, da das dann Hai, Cape Canaveral, von da fliegt Raket fort. Und dann geht es Hai an Richtung Mond, da das am Anfang die Seite, die zu der Erde zugewandert ist. Die Rückseite vom Mond haben wir auch schon Fotos gesehen. Die gesehen wir nicht so oft, weil wir von der Erde nicht auf den Mond gesehen, das ist die Rückseite nicht gesehen. Wir machen da ja Satelliten an, da gesehen wir aber also Fotos. Es wird immer gesagt, Artemis 1 soll starten, und los sind wir heute Morgen an dem vierten Versuch, und das noch immer nicht gestartet. Das ist natürlich immer schwer. Das ist aber kein so großes Klackmidose wie letztes Jahr, wo wir bei 11% stehen geblieben sind. Und heute sind wir bei 95%. Ich hoffe, dass ihr gleich den NASA sprechen könnt und es ein Update gibt von der ganzen Geschichte, dass wir mal wissen, wo wir drin sind. Weil es hat ja noch nicht mehr 2 Stunden Zeit, also spätestens um 9 Uhr Feier, dann als drüber für Haut, dann als die nächste Opportunity, also ich hatte schon Englisch, also Gelegenheit für zu starten, wird dann samstags der Morgen 7 Uhr 45 unsere Zeit. Das heißt, 4:02 Ostküstenzeit an Amerika. Dem Heinrich erklärt, wie die Landung führen sich geht, wann Dorian Raumschiff zurückkommt. Voilà. Erklärt dann uns das nachher und dann den Entry Interface. In dem Moment, wo das Raumschiff an der Atmosphäre antritt. So basically you can come in too shallow and skip off the atmosphere to dann treten an der Atmosphäre aus ungefähr bei 100 Kilometer heiß. Dann geht es ein immens groß Reibungshitze, weil eben ein enorm Witters da ist. Und dann geht es dasselbe wie wir auch schon aus der Apollo-Zeit kennen, das Splashdown oder auch wie beim Elon Musk bei SpaceX, dem sind Raumschiffe landen hier auch am Wasser. Aber das ist doch gut gesehen, habe ich ein Bild von der NASA-Television. Dann hast du eine Apollo-Kapsel, wie gesagt, die du am Wasser, also Bilder aus früheren Zeiten. Ich kann nicht wissen, und würde aber immer besser geklappt. Wie gesagt, die Sicherheit geht viel. Also muss ich los sagen, was ist, ja, es wird nicht gestartet, dann hier und da, bleibt sie nicht mehr sicher, dafür dann zu kritisieren. Ich muss ihn auch sagen, da sind immens vorsichtig. Da sind immens vorsichtig, weil wenn ein schief läuft, dann aus dem Programm noch haben geregelt, das ganze Programm, und das will ich nicht, weil ich meine, es waren 54 Jahre am Mond, und will ich noch dahin, und das ist ein Programm, das mehr modern ist, mehr elektronisch auffällig ist, den haben wir damals an der
Apollo-Zeit, da war das meist noch mechanisch, der Computer an der Apollo-Zeit, der war just so groß wie ein kleiner Taschenrechner. An uncrewed flight test that will return us to the moon in nearly 50 years. But you know, some might ask, why the moon? Well, ja, so, lo erzählt na der Television unsere Sachen an Heikrämer nach Mercury-Pflicht gewisse Gesichter an sogar Gemini, die Astronauten aus der Apollo-Zeit, die Ersatz von Haut und so weiter. With demonstrations of peace for all humankind. We soar in the skies of our home planet. We maintain a human presence just outside of gravity. So, dann bleiben wir auch nimmer nach op den Start zu werden. Wir werden auch den Moment op ein Go oder ob manst op ein Update, weil das ja wir mal Zeit für zu starten. Ich meine, jungen Locher wie viel Mal hier am jüngsten Start wollte weisen. Wir konnten ja schon nicht weisen, weil sie Florida nicht gegangen ist. Ne? Weil ich nach so nicht aus der Apollo-Zeit die Rechner, den da an der Apollo-Kapsel war. Da war nicht mehr Kapazität dran wie heute an einem Taschenrechner. Na, also da muss man sich vorstellen, mit dem den kleinen Daten sind auf den Mond geflogen und hat den Sache gemacht, da sind im Mond gelandet. Ja. War zwar ein paar Mal, dass evaluiert wurde Programm bei der ersten Mission, kann ich mich erinnern, bei Apollo 11, damals hat den Neil Armstrong da sehr umgeschaltet manuell für zu landen, weil der Computer einfach überfordert war. Er hat den Televisionsemissionen live vom Mond gemacht. Er hat den so viel konnte machen, mit der 80% analoger Technik und dann vielleicht 20% Computertechnik. An Haut als alles elektronisch an dann ist immer irgendwie der Wurm dran. Das ist natürlich so, auch bei den Computern daheim kennt das mal, für das nicht alles geht. Et will ja später dann am Mond landen, aber da muss ich für dieses Mal da hinkommen, noch bemannt da hinkommen. Ich meine nicht, dass es so ein großes Problem sind für den Träger auf dem Mond, weil es wäre ja schon da. Aber wenn ihn die Elektronik nicht am Griff hat, dann ist es natürlich immer schwer. Das ist auch so, Mondlandefährt, das geht ja nicht mehr von Grumman gebaut, wie das bei der Apollo-Zeit der Fall war. Das geht von Elon Musk, den Spaceship One, geht geholt, also, und dann geht den Dummerden auf den Mond, dann sehen wir Rendezvous-Manöver am Weltraum und dann koppelt den nun an der Flietin mit der Landefähre auf der Mond und dann kann die noch zurück auf der. Alles Zukunftsmusik, weil mit den Test wirklich absolvieren, dass es funktioniert. Und da sind die Fehler, aus denen lehrt, an umsetzt, dann hört den das Problem nicht, da geht der richtige Roulement. Bei Apollo 6 zum Beispiel, das war auch eine unbemannte Mission, die erschüsst der Erde geflogen. Und da ist auch die Kapsel ganz weit rausgeschossen gehen, für dass sie den Antritt an der Atmosphäre prüfen. Dann wurde doch nicht alles klar. Dass sie gestartet, dass sie fortkommen mit Vibrationen, waren immens viel an der Rakete. Und dafür hat den Apollo 7 den gestartet. Und da waren
die Ruckler an der Rakete viel Mann. Lass mal gucken, was gesagt wird. Come out for hopefully the maiden voyage of Artemis 1. People from near and far, young and old, just really excited to hopefully see this historic flight. So now she's joined by somebody else who has a really interesting story. Lena, tell us about it. Megan, I think one of the most exciting things about being here tonight is being with people who are like-minded, who have such a strong tie to the history of our nation's space program and their love of spaceflight. And I actually struck up an amazing conversation with Scott here, and you were telling me about the special tie that you have to tonight's launch as well. Geklappt, da war noch kein Ruckler mehr an der Rakete. Und das war eine ganz flotte Mission, muss ich sagen. Die war auch Christ daran, du hast eine flotte Christmessage, man auf den Weg and Apollo on the Mount. He worked on the Jupiter C, Redstone, Saturn 1, Saturn 5, and then because of that, he brought me here to see Apollo 11 launch. So it's my first launch, 5 years old. Ja, und geht immer noch ganz gern an die Zeit, Erinnerungen, geschwärzt, auch am NASA-Publikum, der Moment, geht davon geschwärzt. And they saw 5 launches and 4 landings. But basically, I wanted to be here. I was here for the first moon launch, the last moon launch back when Uncle Gene Cernan, our family friend, went to Apollo. So I wanted to be here Apollo for war 95% plus ou moins analog. 80%, ich kann auch 95% sein. Es war just die Computer oder den Diski heute geheischt. Das weiß ich ganz genau, dass den Diski geheischt hat. Und war auch so ein kleiner Computer auch noch an dem Mond landen fährt. Das war auch noch ein Computer, an dem sind wir gern hängen geblieben bei der Landung. Bei Apollo 11 haben wir das auch gesehen. Später, als da war, gerne. Du konntest das programmieren. Guck mal nach ein Jahr, wo am von den Muren den kleinen Leck war. Und dann automatisiert. Voilà, das war heil. Das ist ein Umbilical-System. Hi, genau da. Von da geht den flüssigen Wasserstoff bis zum innersten Teil. Das ist ungefähr den heißen Teil. Also bis da. Den Glühen, an dem muss 100% und dann das flüssige Sauerstoff. Thank you so much for sharing that. That was such a fun story. Here we are now at Space Center Houston. This is a live look inside of the visitor center there. Lots of people hoping to see the launch today. I love this guy in the front with his NASA shirt representing. And again, just seeing children and wir werden auch heil, dass es losgeht. Der Start soll eigentlich 7 Uhr und 4 Minuten unsere Zeit sind. Kurz 4,5 Lützeburg, 7:27 Lützeburger Zeit im Moment. Und dann ist natürlich immer flott, dann auch gleich trotzdem, dass es nicht viel geht, du hingehen, sich zurückgucken. I think somebody is dressed up as an astronaut. Yeah, representing. I love this. Yeah, I'm so glad that they're there. Again, these visitor centers are closed to the public, but the people there decided to hold a watch party. Ist im Moment so keine weitere Explication so. Ich werde noch ein Update von der NASA, für das wir erst können an ein paar Minuten so ein Winnie gestartet. Entweder nur nach den Muren oder for the Orion spacecraft. So really, we should be applauding them. They shouldn't be applauding. Thank you so much, guys, for your contribution to the program, and can't wait to see Orion and SLS launch. Okay, so now let's head back over to Daryl Nail over with the launch team so we can hear any updates about a new T0. Yeah, Megan, thank you. And a clearer picture is starting to emerge as the launch team now reports out that they only have a few minutes left of work to do before they're ready to pick up polling. And we're also hearing that some of that polling, which kicks off with the mission management team, is also now just about 3.5 minutes away. Now, we are currently still in that hold, but the launch team, NASA
NASA's test director, is continuing to move the team forward. We've wrapped up work on the upper stage and the lower stage. You're looking now live inside Firing Room 1, where Launch Director Charlie Blackwell Thompson is overseeing her launch team. Ja, du hast doch direkt die Stimme am Bild gesehen, Charlie. But we are starting to track to a T0 close to around quarter till, top of the hour. But we do need to have some polling that takes place. I'm pausing now because I'm listening in to the teams as they communicate. Also NASA wird auch drauf, also wirklich, dass Informationen können aus dem Firing In this launch window, which we're currently 26 minutes into, and it's 2 hours long, it runs until 3:04 a.m. Eastern Time. We have what's called 40 cutouts. And in those cutouts, they range from about a second to about a minute. These are times where they can't launch. These cutouts must be accounted for when determining a new T0. Ja, also das Startfenster erklärt, muss ich das Startfenster starten, und zwar genau an der Zeit, wie es vorprogrammiert ist. An ein paar Minuten soll eine Information kommen aus dem Firing Room. Der Firing Room, das ist den Raum direkt neben dem VAB, also dem Vehicle Assembly Building, da wo am Anfang der Go gemerkt wird für den Start. Wo die Zündung kann auch von da erfolgen, aber die läuft aber automatisch auf. Wenn der Computer gesagt, dass nicht kann gestartet gehen, dann stoppt der Computer automatisch die Startsequenz. Which is several minutes before T-minus 15 minutes. Den Countdown steht auf minus 30 Minuten, minus 10, pardon, normalerweise wird die gesagt, dass sind dann normalerweise eine halbe Stunde wert, da sind dann der Countdown auf minus 30 zurücksetzt. Das ist der Firing Room. NASA's test director has informed the launch team to all switch to a common communication channel. It's called 232. And what this means is that the entire launch team is now on one channel, and all future communication will happen there. Whereas there are many channels. Now they reduce it down to one. Just heard from NASA test director Carlos Monge. I'm sorry, Jeff Spaulding. Jeff Spaulding's on. They swapped out. There are currently no constraints to launch. Great news. Again, no constraints to launch, and they're getting ready to pick up with a poll to determine readiness for launch. Okay, dan werkt je nog wel oké. Nee, moet maar mal hoog werden. Dat er zo was. Um, 7:42 geven de Ingenieuren sich zusammenschalten. Also unsere Zeit für bekannt zu gehen, wer der geht, ob gestartet geht oder nicht. Und wir natürlich schuld, wenn nicht gestartet gehen. Da reden wir immer immens viel. Wenn alles klappt, aber wenn es nicht klappt, dann hängen die natürlich auch in der Television noch, die haben im Moment doch nichts zu zählen, sie weisen immer nicht Bilder. Okay, NASA Test Director Jeff Spaulding, getting ready to conduct
the readiness poll, so we are getting close. We're going to pull up the audio now so that you can listen in. And rock. Rockets go. All right, copy all. And Launch Director NTD, our launch team is ready to proceed at this time. I copy all NTD. At this time, I will proceed with my poll. And attention on 232, this is the Launch Director performing the final poll for launch. Verify no constraints and go for launch. EGS Program Chief Engineer. EGS Program Chief Engineer verifies that the EGS, SLS, and Orion Program Chief Engineers have no constraints and are go for launch. Copy, Greg. Thank you. EGS Chief Safety Officer. The EGS CSO verifies the SLS, Orion, and EGS CSOs have no constraints and are go for launch. Oh, dat is gezegd goed uit. Copy, John. Thank you. Range weather. Weather has no constraints and weather is go for launch. Copy LWO and Mission Manager. And Mission Manager, Launch Director. Launch Director, Mission Manager on 232. The mission management team has been polled. You have a go to proceed with terminal count and launch of Artemis 1. I copy all. Thank you. And NTD, Launch Director. Go ahead, Launch Director. Yes, sir. On behalf of all the men and women across our great nation who have worked to bring this hardware together to make this day possible, and for the Artemis generation, this is for you. At this time, I give you a go to resume count and launch Artemis 1. Wunderbar. Copy, Launch Director, and thank you. All right, we do have a couple of steps to configure, and then we will be ready to resume the clock. CVSE, NTD. CVSE here. Initiate recording of Orion cameras at this time. In work. R, NTD. RSR here. Perform the booster ignition SNA arm rotation enable. NDT, RSR, booster ignition SNA arm and rotation enable is complete. And I copy. Thank you. Okay, so there you heard the poll from Launch Director. Early. Also, direkt steht kein Avant, das nicht soll gestartet gehen. Poll that you heard was the NASA Test Director's poll. And all right, and we have verified no cutouts at this time. And all personnel, we are going to resume the clock. Dat heeft de countdown. Kunnen we hem opgehouden. GLS copies. Countdown clock will resume on my mark. 3, 2, 1, and go. GLS mainline has been initiated. Okay. T-minus 10 minutes and counting. We are T-minus 10 minutes away from liftoff of Artemis 1. As you can see, the clock is now moving. Let's put that up. T-minus 9 minutes and 47 seconds. The L-15 poll complete. Ja, direkt für den 9 Minuten soll es alles kommen. Da sind wir gespannt. Da sind wir auch eine ganze Leute, das sind die zugelassen sind, die akkreditiert sind, NASA Presszeit. Da stimme ich auch schon, da das ab der Presszeit vom Kennedy Space Center da geht Leute zugelassen für zu gucken. Der Start. Dann hoffen wir, dass es klappt. Liftoff now 9 minutes away. 9 minutes away, das heißt nach 9 Minuten. Wow, dann ist aber froh, dass es klappt. Also da sind wir wirklich froh. The GLS, the ground launch sequencer, a computer and software that is doing all of the commanding and monitoring of the Space Launch System. Endlich, dass es losgeht. Wenn man so drauf gewährt, ich hatte schon gezittert. Ich muss ich wieder ehrlich sagen. GLS operator, Alex Pandalos. Hallo, as well as NASA können wir Test eigentlich Director gucken? Jeff Ich kann denken,
GLS is pre-tensioning the umbilicals at this very moment. You can see them as they run down the rocket. That's getting them ready to detach. Ja, loget natürlich den Detachement gesehen die Kabel an die Reihe, die op der Artemis sind, die gehen am letzten Moment gehen die wäsch gezogen, da das auch für Batterien zu laden, für den Sauerstoff zu kontrollieren, den Wasserstoff und so weiter. 100 commands per second. Including configuring ground systems for power transfer to the rocket. GLS is turning on cameras, recording video inside and outside the crew module to collect data for engineers. Purging the aft booster with high flow nitrogen. Clear out any hydrogen gas that may be there. Also Pression vom Tank wird bei minus 6 Minuten nicht gekontrolliert durch den Computer. Und auch bei minus 6 Minuten dann als Rakete scharf. Und bei minus 6 Minuten steht Rakete auch auf Internal Power. Das heißt, da gibt es von ihren eigenen Batterien versucht. Im Moment kriegt sie den Strom noch von außen. You'll see that sequence start at T-minus 17 seconds. Now coming up in less than 30 seconds, ground launch sequencer will start bringing the high energy systems online, starting with core stage pressurization. Fire Room 1 is completely silent as they listen for the next call. GLS is go for core stage tank pressurization. The core stage tank is now pressurizing to flight levels. The replenish valve to the liquid hydrogen tank now closing. The liquid oxygen tank will come a little later. Now we're arming the Orion Ascent pyros and transfer to internal power. The launch abort system, or LAS jettison motor, is now armed. On this flight, the abort motor is inactive because there is no crew on board. Up next is the flight termination system, or FTS, which gives the Space Force the ability to destruct the rocket if it goes in the wrong direction. Let's listen in for that. GLS is go for FTS arm. The flight termination system is now armed. Coming up at 4 minutes and 40 seconds, a big moment. This is where the RS-25 engines bleed, go to high flow. Bei minus 5 Minuten quasi, dass die Rakete wirklich wird starten und wir sind auch froh, dass es da 4 Uhr geht endlich. Good word, we've passed that. The cryo team got the LH2 engine bleed pressure loop dialed in. They are now at the right temperature for launch. Countdown continues. T-minus 4 minutes, 15 seconds. Up next, GLS fires up the Capus. Those are high-speed turbines which provide pressure to hydraulic pumps that steer the RS-25s. Stands for Core Stage Auxiliary Power Unit Start. GLS is go for core stage APU start. That now leads to the thrust vector control test at T-minus 2 minutes and 30 seconds. That can proceed now, and we will see the engine's gimbal at the bottom of the core stage. So, nun bleiben wir mal auf die Bilder drauf von der NASA und wir werden nun das mit Spannung verfolgen, dass endlich Artemis 1
At T-minus 3 minutes and 10 seconds, you will hear the go for purge sequence 4. That's a helium purge of the 4 core stage engines downstream of the propellant valve, getting the air and moisture out. Go for purge sequence 4. And in just a few seconds, GLS will close the core stage LOX vent, liquid oxygen. The white vapor cloud caused from the super cold gaseous oxygen condensing the water in the atmosphere will disappear. You see it coming out there now. And there it goes, it's closed. LOX vent closed, pressure rising in the core stage LOX tank to flight levels. Alles im Fluglevel. 15 seconds, look for that thrust vector control actuator test. Und da sind wir auch gespannt, ob das so innen so kommt, wie auch schon bei den Apollo. And there they go. In all den Motoren nach ein Jahr hier gespannt. RS-25 engines gimbaling around, testing the ability to steer the rocket into space. Dat kann man vom Shuttle CO4 der Motor rund, beim Shuttle waren just 3, das sind die RS-25 Motoren. Altogether with the boosters, 8.8 million pounds of thrust. Just dass das hier nicht verwandt. Now the upper stage has gone to internal power. So power is removed from the rocket's upper stage, the ICPS, and it's been switched to battery power. The same milestone is coming up for the core stage, T-minus 1 minute and 30 seconds. GLS go for core stage to internal power. So 1 minute on rocket's core stage, which houses the 3 flight computers, is now on battery power. So there is no more hold time available because there's no more margin on the batteries. Dann hört den alles an die Griffkrieg und schaffen, dass die Stachel gut verläuft. Das wünsche Godspeed and Artemis 1. A note now, shortly after liftoff. Ah ja. 1 minute. Shortly after liftoff, Mission Control Houston will take control of the rocket, and my colleague, Leah Cheshire, will take over commentary. T-minus 50 seconds and count. Coming up at T-minus 33 seconds, the GLS will hand off control to the ALS. This is the autonomous launch sequencer. On board the rocket, it will take over command and control of the rocket. But the ALS will check, make sure there's no holds coming to the ground up until T-minus 2 seconds. GLS, go for ALS. And we are go for ALS. The Space Launch System is now counting down to liftoff of Orion on its maiden voyage to the moon. Launch team can no longer recycle the count. Sound suppressor water now flowing under the ML. And here we go. Voilà. 10. Hydrogen burn-off igniters initiated. 7, 6, 5. 4-stage engine start. 3, 2, 1. Boosters in ignition. An Start von der Artemis 1 Rakete. We rise together back to the moon and beyond. Ah, wunderbar, wunderbar Bilder. Von der Startramp 39 Spee auf Florida. Hier ist der Artemis auf. Und das 7:47 letzte Woche. Good control on the roll from teams in Mission Control Houston. All good calls so far. Now 30 seconds into the flight of Artemis 1. Feststoffraketen brennen, sind 4 Elemente beim Space Shuttle. War natürlich just. This is the greatest period of atmospheric force on mal können sein. 4, 3, ja. 5 Elemente. Sind nicht bei SLS. Dafür ist er viel mehr schnell wie den Space Shuttle. Und den Motor sieht ja auch, dass der Motor weiter wie beim Space Shuttle. Da waren die 3, hier sind die 4. Wunderbar Bilder, die erst direkt aus Florida kommen. Now 1 minute, 21 seconds into the flight, traveling at 1,420 miles per hour.
Lo steht der Mond nicht mehr The am next major Wind. milestone will be for the solid rocket boosters to cut off and jettison about 2 Wir minutes werden and gleich 11 seconds into the flight, so about Boostern 30 seconds from now. Getrennt in die zwei Feststoffraketen. Das kennen wir so als Shuttle-Zeit. We're now 16 miles downrange Das from ist the die launch pad at Kennedy Weltkraft, Space der Center, traveling over 2,800 miles per hour. Standing by for solid rocket booster jettison and shortly thereafter. Nur sind sie aufgetrennt. Boostern sind aufgetrennt. Confirmation that the solid rocket boosters have separated these 177-foot boosters. Now the core stage continues to power the flight of Orion, all four RS-25 engines firing, traveling over 3,400 miles per hour, 46 miles downrange. Weil Teddy müssen 2 minutes and 36 seconds into the flight. Fallschirme entwickeln Hearing nominal calls here in Mission für die Control Boostern Houston. da We've still abzufangen. got 4 good engines on the core stage. Vielleicht können Next sie up, we'll das be da. looking for the service module fairing to separate. This is 3 15 by 15 foot fairing panels, providing structural support, protecting the service module. Those will separate at about 3 minutes and 11 seconds into flight, and very shortly thereafter will be followed by the launch abort system separation. Just over 3 minutes into the flight of Artemis 1, now traveling over 4,060 miles per hour, 83 miles downrange. We just had confirmation that the service module fairing has separated. Sind wir eine Kamera von der hallo? Ah. And that the launch abort system pyros have fired, separating those from Orion as well. For future crew members, Gucken wir mal. we just heard the call for 3-engine press, meaning if SLS were to lose an engine at this point in the mission, we could still achieve a nominal mission. We would just have an extended main engine cutoff time. However, we still have 4 good engines, all at maximum thrust right now, powering the first flight of Artemis at 5,200 miles per hour, 148 miles downrange. Ja, Grafik da. We're 4 minutes and 16 seconds into the flight of Artemis 1. So far, we've had a clean ascent. We saw those solid rocket boosters jettison about 2 minutes and 11 seconds after liftoff. Shortly after, we had the service module panels, fairings separate, as well as the launch abort system. The launch abort system was inert for this flight, except to perform this separation. Those 4 core stage engines will continue to fire and power the flight of Artemis 1, now traveling over 6,800 miles per hour, 229 miles downrange. Booster flight controller reports Ja, that the engines are Treppungsrakete, looking das good. auch aufgesprengt gehen hat, haben wir gesehen. Ich wollte nur nicht draufschwatzen, wo die NASA-Sprecherin da geschwärzt hat. Our core stage main engine cutoff Wir time sind is mal about gut 8 am minutes and 3 Grafiker. seconds. We are now at 5 minutes and 11 seconds into the flight, 7,656 miles per hour. Bei 8 Minuten und 14 Sekunden gehen Tab-Motoren Again, 4 good core stage aufgeschaltet. engines, Das those ist 4 die sogenannten RS-25 engines. Mikro. The last time those core stage engines flew, they were taking space shuttles to orbit, and now with upgraded capabilities, they're launching the future of human spaceflight. Five minutes, 42 seconds into the mission, we are now traveling 8,800 miles per hour, 345 miles downrange from the launch pad at Kennedy Space Center. Again, we are anticipating core stage main engine cutoff at about 8 minutes and 3 seconds. And about 10 seconds later, we'll see core stage separation, at which point Orion and the interim cryogenic propulsion stage will be flying free. Dafür machen sie dann Tab-Motto aufschalten Now bei traveling 8 over Minuten 10,000 und 3 miles per Sekunden, hour, 6 weil minutes ich schon and hier 15 seconds into the flight of Artemis 1, 427 miles downrange. Fired here on the loops in Mission Control Houston. Teams continue to monitor this first flight. Wir sind mal richtigen Weg. Richtigen Weg. Es hat ja mal ein bisschen geklappt.
About a minute and a half now until that core stage main engine cutoff time. Our 4 core stage engines continue to fire at maximum thrust. Wird auch core stage aufgeheilt. Nachdem den Mikro aus. Da seht ihr unten am Bild Mikro. Coming up on 7 minutes since launch today, now traveling over 12,800 miles per hour, 563 miles downrange. Again, still quiet here in Mission Control, Houston. As we prepare for main engine cutoff, the 4 RS-25 engines are beginning to throttle down. Ich muss ja schon so eine von 4 Auer am Studio an hun NASA geguckt, die Bilder, die man schon über Satellit da habe ich auch gehofft, dass haut gibt gestartet gehen, da was mir Hoffnung ja an der Füllung. Now 7 minutes 45 seconds into the flight, traveling over 16,000 miles per hour. Bei 8 Minuten dann, vielleicht hat es 8:03. Continuing to hear good calls here in Mission Control, Houston. We're standing by for core stage main engine cutoff. And we have confirmation of core stage main engine cutoff. Orion, and it's now in Earth's orbit. The flight dynamics officer reports that we have a nominal main engine cutoff. And we just heard the call for core stage separation. That means Orion and interim cryogenic propulsion stage are now flying free from the core stage of the Space Launch System. The next milestone will be solar array deploy approximately 18 minutes after liftoff. But before Orion stretches its wings, let's check back in with our friends at Kennedy Space Center and hear all about what it was like to hear the rocket roar off the launch pad. Megan and Kayla, I've got to hear all about it. Well, if you're just joining us, welcome to NASA's Kennedy Space Center, where we just watched Artemis 1 launch, our first step towards our next adventure into deep space. As they said, I'm NASA's Megan Cruz, and this is NASA astronaut Kayla Barron. And I'm kind of still giddy and speechless. I don't even know how to explain how I'm feeling right now. Dat sei nur nach Sache weisen. Auf jeden Fall aus dem Moment so, dass dann 16 Minuten dann gehen Solarmodulen aus Neger vor, bei 16 Minuten, an 54 Minuten am Start, da gibt den Perigeums-Erholungsmanöver angelöst. Ja. Weil dann also so, dass dann nur stressischer Start endlich die Rakete sich kann erholen und dann 1 Stunde 25 nom Start, dann ist schon Trans-Lunar Injection gesagt, also 601 Kilometer heißt. Was geschieht da nur nach ICPS-Trennung bei einer Stunde 53 Minuten? Da geht die erste Stufe, die wir hier gesehen haben, die geht dann aufgetrennt und da fliegt Thorium-Kapsel mit dem Service-Modul, den übrigens von der ESA entwickelt, genoss Gräsenthal zu Bremen. Und die geht dann fliegt weiter an Richtung Mond. Eine unbemannte Mission bis bei dem Mond, an eine unbemannte Mission, die wirklich im Moment bis nach tiptop verlaufen ist, als alles an der Reihe. Und wir sind auch froh, dass wir den Start konnten irgendwo mal live bringen. Gucken wir mal, wie weit NASA TV nach Drop läuft. Ich meine, dabei werden wir auch nach Röberstrupp. And wow, I will never forget this. Me neither. It was an incredible experience to be here and see that happen. Und was there anything that was particularly surprising to you? Again, your first launch, what were you expecting?
You know, I think we also had a nighttime launch for our launch. And dat war ein Nutzstart, et war übrigens nicht viel gesehen, ein Nutzstart zu machen, wie ich am Anfang von der Mission schon gesagt habe. Et war am Anfang, den 29. August, die Stunde, du war den Jahresstart. An dem Moment hat den Raket vielleicht nicht so lang am Bild gehabt wie lo. Eben durch den Kontrast kann die Lomi lang dort bleiben. Beim Start hat auch ein Vierdeel aus. Wow. Congratulations to the team. It's incredible. We're going to head over to Daryl, who was at the launch team. Daryl, you got to count us down through that. Gesehen wir Dorian, Raumschiff noch immer oben am Bild. Geht wenig gedreht. Der Moment. Noch in der Firing Room. Where Charlie Blackwell Thompson is about to address her team after a whole lot of hard work and preparation to get to this moment. Da seht doch direkt der Joch nach Prüfwort. Com check. But you can't hear it in the room. Can you guys hear me? No. Sie ist auch Frau. Du geht im Mikro nicht. Bei Ihnen. Ja, probier ein Mädchen, da geht es schon. Das sollte nur ein kleines Statement gehen. I don't know what he's telling me to do. Aber, Rakete ist an der Luft, also du hast ja mal nichts mehr. Ich denke, die sind alle gut erleichtert. Die sind alle gut erleichtert im Moment, dass es geklappt wird. Endlich geklappt. Endlich steht noch kein Rakete mehr auf der Startrampe 39B. Ein eidlen Startturm, wie an der Apollo-Zeiten um Start. Can you guys hear me? Oh, yeah, there yes, we go. Of course. We can hear you. Is he ready for me? Well, for once, I might be speechless. Charlie Blackwell Thompson. So you guys know I have talked a lot about appreciating the moment that you're in. And we have worked hard as a team. You guys have worked hard as a team for this moment. This is your moment. Tja, Motivation auf Amerikanisch, ne? It is not by chance that you are here today. So I want you to look around at this team and know that you have earned it. You have earned your place in the room. You have earned this moment. You have earned your place in history. You were part of a first. Doesn't come along very often. Once in a career, maybe. But we are all part of something incredibly special, the first launch of Artemis. Schön Fried aus dem Gesicht aufzusehen. The first step in returning our country to the moon and on to Mars. Ja, der Mars, das ist natürlich eine Zukunftsmusik, muss ich ehrlich sagen. What you have done today will inspire generations to come. So thank you. Thank you for your resilience. You know, I said at the pre-test briefing, the harder the climb, the better the view. We showed the Space Coast tonight. What a beautiful view it is. So congratulations. So we got a couple of traditions here in launch control. And the first one is
when you're in the position for the first time, you get a tie cutting. And so I have my launch director scissors. And I'm going to get my tie cut by a couple of legends that are here. And then anyone who wants their tie cut will be making the rounds in the firing room. You got your console chiefs. If they want to do it, that's fine. If you want me to do it, you might have to wait a little while, but I'll stay all night if I have to. It'll be my pleasure to cut ties. So I'm going to take care of mine, and then I have one other presentation that I want to make this evening. Look at now when ich Show gemerkt habe, so mit da sehen, ich finde besser da. Wie wenn Rakelo nicht gestartet wäre. Na, ich denke, dass hier das auch geschnitten zu extra gedauert. This is Charlie Blackwell Thompson, Artemis 1 launch director. She just got her tie cut. That is a tradition here at NASA. We just got to hear her talk to the team, and one thing that really stuck out to me that she said is that they've really earned their place in history. We're coming up on solar array deploy. Let's go on to Leah. Den Rätseln an den anderen kommen nicht auf den Numm. Thanks, Megan. And yes, we're here in Mission Control Houston, still monitoring the Artemis 1 mission. The first flight of Orion atop the Space Launch System. So far, we saw successful liftoff at 1:47 a.m. Eastern Time, all the way through separation from the core stage. We now have Orion and the interim cryogenic propulsion stage flying free. And we just heard that we have initiated solar array deploy. So we are turning our focus to that. The spacecraft was running on battery power, but stretching these wings will allow it to stop relying on those batteries and significantly extend the time it can stay in space. So solar array deploy takes about 12 minutes. We have 4 solar arrays that we need to deploy and latch. These will provide power to the spacecraft on its journey to distant retrograde orbit and all the way back to Earth. Once these are properly configured, again, Orion will no longer need to rely solely on battery power. And we expect this to be done about 30 minutes after liftoff. Right now, we're 19 minutes since liftoff today. Orion is now traveling 17,175 miles per hour. We're continuing to hear good calls here in Mission Control Houston from the flight controllers monitoring the mission. A little bit about these solar arrays as we wait. Again, we heard the call that the deploy has been initiated. We'll hear a little bit more about that once they start to unfold. These 4 solar arrays generate 11 kilowatts of power, which is enough electricity to power 2 3-bedroom houses, and they have a wingspan of 63 feet. Just one of these 6.5 by 6.5 foot panels has 1,250 solar cells. So you're looking at a total of 15,000 solar cells. Now, we just heard the call that all 4 solar arrays have been released. So we initially heard the initiation call. That command had been sent. Now those 4 solar arrays are released. Again, this is about a 12-minute process. Voilà. The solar arrays will deploy straight, and you're getting a live view right now. This is really exciting. They'll eventually be swept back against the vehicle prior to translunar injection burn to prevent any loads from breaking or damaging the arrays. And on the end of each solar array is a camera that will capture imagery for us throughout the mission, along with a few other cameras placed outside and inside the spacecraft to help us monitor and perform various other inspections. Of course, if you recall the Apollo capsule design, there were no solar arrays. We had fuel cells instead. So this design with arrays gives us the opportunity to stay in orbit longer, since we practically have no limit to the energy available for use from the sun. Coming up on 21 minutes since liftoff.
Orion is attached to the interim cryogenic propulsion stage. You can see those 4 solar arrays unfolding now. And again, Artemis 1 is a flight test. It's paving the way for a sustainable presence at the moon. Looking forward to the future, Gateway will be our space station in lunar orbit. And we have some similarities and differences in the solar arrays unfolding right now on Orion and those that'll be on Gateway. So like we're seeing now, these are deploying autonomously. The Gateway solar arrays will as well. And while these generate those 11 kilowatts of power, the 2 rollout solar arrays, or ROSAs, on Gateway will generate 60 kilowatts of power. That ROSA design is currently being tested aboard the space station. We have 2 new ones installed and a spacewalk conducted earlier today, preparing for another set. Zu Houston an Texas. Den überwacht übrigens auch die internationale Weltraumstation ISS. Coming up on 22 minutes since liftoff today, Orion and the interim cryogenic propulsion stage traveling over 16,800 miles per hour. The solar arrays deploying now are part of the European Service Module. It's comprised of 20,000 parts and components. The Service Module was developed as part of an agreement between NASA and the European Space Agency, or ESA. This is the first time NASA is using a European-built system as a critical element to power an American spacecraft. So, da sind wir dann nach ein Jahr am Studio an den Start von Artemis 1 als erfolgt. Die Rakete Aselo W, das heißt, was nach davon übrig geblieben ist, das den ewigen Dedelo hat, die zweite Stufe mit dem Servicemodul an der Orion-Kapsel. Die fliegen lo en Parkbun Dad und dann 1 Stunde 25 ungefähr, da gibt es sogenannten TLI-Manöver angelegt. Die kennen wir aus der Apollo-Zeit. Und das Indikation, als wir gleich geholt sind bei Apollo 17 im Dezember 1972. Ich will auch darauf hinweisen, dass wir da eine Spezialemission haben von Apollo 17, die läuft ab dem 7. Dezember, meine ich, läuft sie ab Dock an bis den 19. ungefähr. Also so lange, wie das Mission gedauert hat. Da waren nämlich Menschen am Mond für die Last, also für 50 Jahre, 3 Astronauten, Dr. Harrison Schmidt und den James Hahn, der war auch dabei. We are in solar array deploy, and we have confirmation all 4 arrays are deployed. Mond. Ich gebe so im Dummer, dann gehen wir dann zurück an den normalen Programm von Doc. Ich so nicht auf jeden Fall vielmals merci für no gucken. Ich wünsche nicht noch einen agreeablen Mittwoch. An wann es Update gehen, wenn wir Bilder kriegen vom Mond oder so, dann werden wir erst bestimmt ein Kehr auf unseren Facebook-Profilen das mitteilen, wenn wir die Sendung dann abbauen. Das sind dann aber immer nur ein paar Minuten und nicht 1,5 Stunden, so wie wir die Morgen drauf wären. Es war nicht auf jeden Fall vielmals merci für das Nachgucken. Wünsche ich noch einen ganz schönen Tag bis geschwind. Let's go on with a few. We're going to just play a few new songs on you, try them on, see if they fit. Can you hear? Are we clear? Clear for liftoff. Take off. For making reverberations. Are we affirmative? No negatory. Come in, come in. Radio.
shared life. Indivisible when we love. We're invincible. When we love, we are light. Hey, you got a light?